Hallo zusammen, liebe Mädchen und Buben. In der heutigen Folge vom Neuen Testament begegnen wir wieder Jesus. Und wir hören, wie er seine ersten 4 Jünger gefunden hat, nämlich der Simon Petrus, der Andreas, der Jakobus und der Johannes. Und dann berichtet die heutige Bildergeschichte von der Heilung von einem Geisteskranken, von einem Besessenen, wie es in der Bibel steht. Und wir hören auch vom grossen Wunder an der Hochzeit von Kana, wo Jesus da hat. Und jetzt, wenn wir ganz weiter schauen, wie das alles gekommen ist. In allen Synagogen, das sind jüdische Kirchen, im ganzen Land Galiläa, hat man nur noch von einem geredet, nämlich, dass Jesus behauptet, Gottes Sohn zu sein, der lang erwartete Erlöser. Das ist so gekommen. Jesus hat an einem Sabbat aus der Schrift vom Prophet Jesaja vorgelesen. Und er ist zu dieser Stelle gekommen, wo es steht: Gott, sein Geist, ist in mir. Er hat mich geschickt, für den armen Menschen zu helfen. Dass Jesus das auf sich bezogen hat, hat die einen Juden fuchsteufelswild gemacht. Sie haben gefunden, Jesus tut Gott lästern. Andere aber haben gestaunt ab seinen Worten, die so viel Hoffnung und Wärme verströmt haben. Sie haben gespürt, dass so nur Christus reden kann. Die überzeugt waren, dass Jesus Gott lästert, haben ihn verfolgt. So einen darf man nicht am Leben lassen, haben sie gerufen und sie hinter ihm her. Gott aber hat Jesus behütet und sie haben ihm nichts antun. Gleich hat man es überall gewusst, dass Jesus auf wunderbare Art gerettet worden ist. Im Handumdrehen war das auch in Jerusalem bekannt gewesen. Und sogar die Priester im Tempel konnten sich nicht erklären, dass Jesus einfach so verschwinden konnte. Unterdessen ist Jesus von Nazareth auf Kapernaum gekommen. Und als er einmal am See Genezareth spaziert ist, da hat er 4 Fischer gesehen. Der Simon Petrus und der Andreas, der Jakobus und der Johannes. Und er hat zu ihnen gesagt: Kommt mit mir, ich möchte euch nämlich gerne zum Menschenfischer machen. Im Hafen hat niemand gemerkt, was da im Tun war. Der Jakobus und der Johannes waren schon ein bisschen überrumpelt und natürlich auch die beiden anderen Brüder, der Petrus und der Andreas. Aber von Jesus ist so eine Überzeugungskraft ausgegangen, dass sie schliesslich alle 4 nicht anders können haben, als mit Jesus zu gehen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil ihr jetzt alles stehen und liegen lassen. Ich werde schon für euch schauen. Ich habe euch ausgewählt, weil ich weiss, dass ihr die richtigen Männer seid, die mir helfen können, die Menschen auf den richtigen Weg zu führen, dass sie merken, dass ich Christus bin, der Erlöser. Jesus hat in Kapernaum noch manchmal in der Synagoge predigt und er hat auch Kranke geheilt. Zur selben Zeit ist ein Kranker von einem bösen Geist geplagt worden. Seine Frau, seine Brüder, alle waren verzweifelt und haben nicht mehr ein- und ausgewusst. So verrückt hat sich der Mann aufgeführt und er hat vorzu geschrauen. Wenn man ihm nur helfen könnte. Aufs Mal ist Jesus da gestanden und als er den Arm krank gesehen hat, da hat er Verbarmen gehabt und ihn geheilt. Plötzlich ist es jetzt dem Mann wieder gut gegangen. Kein böser Geist hat ihn mehr gequält. Wie ein schlimmer Traum ist alles vorbei gewesen. Und seine ganze Familie hat sich wieder am Leben freuen. Ein Wunder, haben alle gerufen. Und die Nachricht davon hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Ein paar Tage später ist in Kana eine Hochzeit gefeiert worden. Damals ist so ein Fest nicht etwa nur ein paar Stunden gegangen. Nein, da hat man tagelang gefeiert, gegessen und getrunken. Die Gäste sind halt teilweise von weit her gekommen. Und darum haben sie nicht am gleichen Tag wieder heim können.
Zu diesem Hochzeit waren auch der Josef mit der Maria und dem Jesus eingeladen. «Ich fürchte, der Wein geht nicht aus», hat Maria dort zum Jesus gesagt. Das war ja auch nicht erstaunlich. Wenn so ein Fest so lange dauert und bei so vielen Leuten, braucht es nicht nur eine Unmenge zu essen, auch zu trinken braucht es viel. Und tatsächlich, die Maria hat recht gehabt. Als die Dienerin neuen Wein nachschenken wollte, sind nur noch ein paar Tröpfchen aus dem Krug gekommen. «Hast du gesehen? Es hat kein Wein mehr. Jesus, tu etwas!» Zwar hat er das nicht gern gemacht, aber weil er Bedauern hatte mit dem Hochzeitspaar, das sein Fest sonst früh abbrechen musste, da hat er ein Wunder tun. «Füllt eure Krüge mit Wasser», hat Jesus befohlen. Und die Diener haben es gemacht. Und da hat sich das Wasser in Wein verwandelt. Ist das eine Aufregung und ein Staunen? Nein, so etwas, dass sie ein Wunder mit eigenen Augen haben dürfen sehen. Sogar der Josef hat es fast nicht glauben und überhaupt sind alle aus dem Häuschen wegen. Aber mit der Zeit haben sie sich beruhigt und das Fest konnte weitergehen. Oder besser gesagt, jetzt hat es erst richtig angefangen. Jesus hat aber auch mit diesem Wunder einen Beweis gegeben von seiner göttlichen Kraft. Und die Leute, die es gesehen haben, haben an ihn geglaubt. Aber nicht nur die das Wunder gesehen haben, haben an Jesus geglaubt. Auch die nur gehört haben davon, waren jetzt überzeugt, dass Jesus der Erlöser ist, der lang erwartete Messias, und dass sie nicht mehr länger auf Christus warten müssen. In der nächsten Folge von unseren Bibelgeschichten seht ihr dann, wie Jesus einen Gelähmten geheilt hat, wie er einen Sturm gestillt und wie er zuletzt auch noch einen besessenen Gergasener wieder gesund gemacht hat. Für heute möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntagabend und sage auf Wiedersehen.